Willkommen bei dieser neuen Edition von ADR Tele. Die offizielle Wahlkampagne ist also angelaut gin. An dieser gut gefüllten Emission stehen do wenn's die Europawahlen vom 26. Mai natürlich am Mittelpunkt. Für dich proposieren ich euch Titel von dieser Sendung deutlich wieder am Kader von unserem Europa-Meeting. Du geht dir gewohr, für was bei diesen Europawahlen KW längst ADR feiert, wann das Land in Zukunft seine Souveränität als seine Stellenwert in Europa behalten soll. Für 6 Kandidaten für die Europawahlen zusätzlich zu motivieren, war der Spitzenkandidat von der EIKA, der das als europäische Parteienfamilie, den Tschech Jan Zahradil zu Lützeburg auf Visit. Scharfkritik darf von unserem deputierten Gast Giberien und Fernand Karteiser, die in der Chambre von einem ganz unverantwortlichen Staatsbudget geschwärzt haben. Am Laufe dieser Sendung präsentieren wir euch dann noch als offiziell Wahlspotten von unseren 6 Kandidaten. Wir holen euch nach Mad op Tertjes Lee, einem einzigartigen Site am Busch zu Lünster, wo die allkälten Druiden Spuren hinterlassen haben. Den Tod vom Großherzog Jean hat praktisch alle Lützebäuer am Herz getroffen und hat das ganze Land berührt. Der Staatsmann hat sein Land überall würdig vertrat, a wie en Chance hat hien ze begenen, den huet ëmmer nees seg Freundlichkeit ënnerstrach. Mir drecken der großherzoglicher Familie an dem Haf och vun dëser Platz aus normal als herzlicht Beileid aus. Den ADR Europa-Meeting ass fir kurzem zu Weimechkirch iwwer d'Bün gangen. Hei ass de Wahlprogramm fir d'Europawahlen de 26. Mai fir eng Echtkeier firstalt ginn. Ech proposéieren ech lo Reaktionen vun eise 6 Kandidaten, aus denen klo a 4 geht, fir wat d'ADR als eenzeg Partei aus der Chamber fir een Europa vun de Nationen ass, a klo dagéint ass, dat Nationalstaaten an Zukunft alles vun Bresel diktéiert solle kreien. Die nationalen Verfassungen sollen für uns über dem europäischen Recht stehen. Und das für uns in dem Sinn inakzeptabel, dass an der geplanten neuen Verfassung, die soll in den nächsten Jahren noch einem Referendum in der Breit gehen, dran soll kommen, dass wir als Souveränität aufgehen und die Institutionen von der Europäischen Union. Weil wenn man so Souveränität, das ist schwer tut, mit der Text eigentlich Freiheit. Wir gehen als Freiheit dummer da teilweise ab. Als Freiheit frei können zu entscheiden. Europäische Union ja, aber nimmen an de Kernkompetenzen an a Konformität mit dem Subsidiaritätsprinzip. Euro ja, aber so, dass er langfristig kann funktionieren ohne föderale Instrumente oder Transferen. Die gesieht, der ADR ist auch hei Partei vom Realismus und von der Vernunft. So nicht, merci. Verschiedene Länder, notamment Belgien und Holländer, hatten proposiert, 4 Taxen abzuheben auf den Fliegerbillien und auch um Kerosin. Zum Beispiel auch wie in Deutschland ein PKW-Maut. Das sind noch Ideen, die kursieren. Das sind definitiv Punkte, wo wir dagegen sind. Es sollen keine neuen europäischen Taxen in dem Sinn kreiert gehen. Es soll bei dem bleiben, was wir haben, dass die verschiedenen Ressourcen, die eben bestehen, die teilweise an das Bruttonationaleinkommen gekoppelt sind, dass die bestehen bleiben, mit das nicht Neues kreiert wird. Weil man das könnt, das ist definitiv ein Schritt in Richtung von einem Zentralismus, wo wir dagegen sind und das auf keinen Fall wollen unterstützen. Merci. Die ADR bekennt sich zum Recht auf Asyl. Punkt. Das ist also nicht etwas, was wir auch vorstellen, dass Menschen, die verfolgt gehen an einem Land, individuell, politischen, aus religiösen Gründen, kein Asyl sollen kriegen. Mehr, und da könnte mehr. Wir sind aber auch als ADR konsequent gegen den Missbrauch vom Asyl. Und ich meine, die 2 Sachen sind wir zusammen. Bauern leiden immer mehr an einer exzessiver Reglementation, an einer übertriebener Bürokratie, die ihnen Fried und Motivation hält. Für die Belastung vom Grundwasser und dem dramatischen Rückgang von der Biodiversität entgegenzuwirken, will die ADR Bioproduktion unterstützen.
aber die berufliche Freiheit von all Bauern respektieren. Für das der Konsument mit ruhigem Gewissen dem Bauer sein wertvoll Produkte kann genießen, besteht da der Erdruck, gentechnisch veränderte Organismen an Europa zu verbieten. Das ist essentiell für ein Kleinland, dass wir als Recht behalten, an letzter Instanz immer können zu dezidieren, was wir national mengen, was das Beste für das Land ist und das Beste für das Volk ist. Und dafür wird kein europäischen Zentralstand gehen, es muss in Europa von den Nationen gehen und darüber müssen Leute auch bei den Europawahlen, Landswahlen mit dezidieren. Und wir machen alles als ADR und wir hoffen, wir haben eine gute Equipe, wir viele Leute, die uns unterstützen, dass wir auch bei den Europawahlen ein gutes Resultat kriegen, für als Lützeburger auch eine Vertretung am Europaparlament zu kriegen, die mal eine andere Stimmung, eine andere Meinung als Lützeburger Sicht an Europa ranbringen. Dafür so mehr merci. Als aktive Bauer setze ich mich dafür an, dass die Landwirtschaft in Europa mehr Anerkennung findet. Neben der Landwirtschaft also da war auch den Tierschutz, der mir um Herz leidet. Ein Tier ist keine Sache, mehr leben wir sind mit Gefühlen, zu Lützeburg und in Europa. Für ein Europa von den Nationen ADR. Löschtning. Am Referendum habe ich mich dafür angesagt, für ihre Meinung eine Stimme zu geben. Meinungsfreiheit ist eines der Grundprinzipien von Europa. Wir setzen uns dafür an, dass die ihre Meinung sagen, auch wenn sie anderen nicht gefällt. Dafür sind wir auch gegen die neue EU-Copyright-Richtlinie, weil sie zur Zensur vom Internet feiert. Für ein Europa von den Nationen ADR. Löschtning. Die Ansara-Deal als Spitzenkandidat von der ELKA, der Allianz von den Konservativen und Reformisten an Europa, der Parteienallianz, zu der auch der ADR gehört. Den tschechische Politiker war rezent zu Lützeburg, für mit diesen Kandidaten am Kader von den Europawahlen zusammenzukommen. Kein Wunder, sie verbindet Freundschaft aus der gemeinsamen Parteienfamilie und eine Message für ein Europa von den Nationen. Den einzigen Weg für Europa aus einer tiefen Krise zu holen und für die Länder und ihre Bürger nie seine Stimme zu geben. Es gibt viel über die Aufschaffung von der Einstimmigkeit bei europäischen Decisionen diskutiert. Wir sind dagegen und wollen, dass das Einstimmigkeit beibehalten wird. Ein Land soll selber über seine Steuern dezidieren können. Wir sind auch gegen alle Formen von europäischen Steuern. Dafür für ein Europa von den Nationen ADR. Löschtning. Das wichtige Recht auf Asyl wird leider dacks missbraucht. Das tolerieren wir nicht. Asyldemonte sollte bausen der Europäische Union gemerkt gehen, a wir schon an der Union ass, aber do kein Recht auf Asyl huet, de muss nicht zurückgehen. All Land muss können für sich selber dezidieren, wie mit viel Asyl gehen, a für wie lang, dafür für ein Europa von den Nationen, ADR. Löschtning. Am Kader vun der Kampagne fir d'Europawahlen huet Zeitschrift Forum mat all Partei eng Diskussionsrund organisiert. Am Centre kulturell zu Zeissing hatten de Ferner Karteiser an Ulrike Trebesius die onofhängig deputéiert am Europaparlament as ze summen diskutiert. D'ADR und Madame Trebesius sind alle beit Member vun der Fraktion vun den europäesche Konservativen a Reformer. Diese, wie soll ich sagen, populistischen Aussagen, die sind den Menschen überdrüssig. Eine populistische Aussage wie wir schaffen das, wie meine Kanzlerin sie beispielsweise getätigt hat, das ist keine Lösung. Oder eine populistische Aussage wie Europa ist ein Friedensprojekt. Die Menschen wollen wirkliche Antworten haben, wie diese Europäische Union zukünftig organisiert werden kann. Und es ist eigentlich etwas gewesen, wofür die ECR, die europäischen Konservativen und Reformer, also meine Fraktion, in den letzten Jahren immer wieder gestanden haben. Wir haben mehrere Konzepte vorgelegt. Ich glaube immer noch, dass ein Europa à la carte die beste Lösung für alle wäre. Jedes Land kann beispielsweise wählen, will es Teil sein von Schengen oder nicht. Beid Politiker hunn hier Sicht a Vision vun enger guter Politik an a fir Europa am Detail durchgelecht, a stungen den interesseierte Publikum riiert an Antwort. Eng intakt Natur as Grundlage vum Wohl vum Mënsch. Wien sie Futti mëcht, schuld eiser Gesundheit. Wir setzen uns dafür an, die Umwelt effikaz zu schützen. Und dafür muss die Europäische Union an all einzelnen Memberländer hier Verantwortung überholen.
fir en Europa vun den Nationen ADR. Lëchtning. Die anderen Parteien hun an der Vergangenheit bei den Europawahlen immer mehr sozial, mehr gerecht und demokratisch Europa versprach, aber systematisch nur die Wahlen de Konträr gemäht. Der hat aber bewiesen, dass sie auch nur die Wahlen das sieht, was sie den Leuten führende Wahlen versprach hat. Dafür in Europa von den Nationen ADR. Lëchtning. Bei der ADR Frauen, die hatte vor kurzem eng Visit vom Europaparlament zu Straßburg organisiert. Bald 70 Leute hatte sich ugemeldet, morgens Freigung mit mam Bus op Straßburg, wo sie vor gleich 4 Europadeputierten empfangen goufen. Darunter auch der Jan Saradil, der Spitzenkandidat von den europäischen Konservativen, der Madame Ulrike Trebesius, op dem er lo gleich normal zu Schwätze kommen, an dem britischen Deputierten Dan Hannan. Alle 4 sind Member vun der selvechte europäischer Parteiefamilie wie d'ADR, d'Allianz vun den europäischen Konservativen a Reformer, an der zum Beispiel die britisch-konservativ Regierungspartei vertruden ass. I believe that we are the only political family which can be trusted. If you listen to European People's Party or European Socialists or European Liberals, they all speak about change, but on the other hand, they all speak the same. They say we need more Europe and more Europe and more Europe. We do not say that we need more Europe. We say that we need Europe which is doing less, but it's doing better. Auch d'ADR als Klor fir ein Europa vun den Nationen, fir ein Europa, dat eben net föderalistisch oder zentralistisch ass. Wéi ass et méiglech, dat den Zentralstaat trotz enger guter ekonomischer Situation ein Defizit vu 650 Millionen Euro mëcht. Dës froet de Gast Giberien am Kader vun den Debatten rondem de Staatsbudget stalt. Grad a guten Zeiten soll e Reserven opbauen, an erheleft och net, dat Regierung en Zukunftsfonds fir die kommenden Generationune firgesäit, den integral durch Schulde finanziert gëtt. Mat zusätzliche Steuern zehen dann die geringde Leiit Suen aus der Tasche an hoffen, dat kenet mirgt, Beispiel Accisen Sprit, die gehéicht ginn. Die Grenzen schenken also den Klimawandel und nationale Grenzen zu bannen. Das ist meine neue Ideologie, die ich noch nicht verstanden habe. Das heißt, Hauptsache aus dem Klima geht nicht gerne mit Hauptsache, dass nicht heute zu Lützenburg getankt gehen, dann tanken sie in Belgien, Frankreich oder in Deutschland. Da geht es dem Klima anscheinend besser. Das müssen sie uns mal erklären, wie das geht. Tatsache ist, dass aufgrund von der geringen ideologischen Politik da, Lützenburger Lo muss mehr bezahlen für ihren Benzin und für ihren Diesel und das nicht geschieht für das Klima. Ke verstehst du mech auch dafür, dat Lützeburg weiter ganz hannen Wupp vun der Europäischer Union ass, wat den Undeel vun erneuerbaren Energien ugeht. Und da stellen Sie sich vor, wie so etwas möglich ist, dass die Mehrheit Lützeburg schlusslich stehen, wo die geringen 5 Jahre an einer Regierung sind. So hat man nicht auf die zweitletzten geschafft. Nehmen Sie noch immer die Letzte an Europa. Scharfkritik da vum Fernand Carteiser und der LSAP, déi proposéiert fir eng Finanztransaktionssteuer anzufeieren, déi fir als Land awer ganz kontraproduktiv wär. Das ist eine vollkommen verantwortungslos Politik, die dir heute proposiert. Und ich kann den Lützeburger an meinem beschreibenden Rolle nicht mehr rekommandieren, Parteien nicht zu wählen, die die Lützeburger Ökonomie wollen ruinieren, dadurch, dass sie europäische Steuern aufhören, die Finanzplatz Lützeburg an eine Situation setzen, wo sie nicht kompetitiv sind. Die Steuergerechtigkeit. Die sieht auf jeden Fall. Also will das machen. Ich gehe nicht Antwort darüber, Herr Baudry. Wenn wir das tun, fertig springen um Niveau von der OECD, wo alle Finanzplätze auf der Welt das machen, dann ist das eine andere Diskussion. Aber wenn ihr hingeht und ihr sollt eine Finanztransaktionssteuer wohl wissen, dass das ein Hauptkonkurrent oder nicht davon betroffen wäre, da kann ich mich wirklich nicht mehr fragen, wo ist die Verantwortung der LSAP für selbst zu machen. Die sieht einfach nicht fehlbar. Die sieht nicht fehlbar. Der LSAP ist nicht fehlbar an den Europawahlen, weil sie nicht nehmen Finanzplatzinteressen vorstellt, aber auch das Sozialgefühl von den Lützeburger. Op der traditioneller Städter E-Meisien war op Ostermeendech eng jet lass, bei wonnerbarem Wier der husech als Europakandidaten ënner die sëllesche Leiit gemischt, an e bëssen Osterhoes gespielt. Eer Schockler sie massiv verdeelt ginn, an et gouf viel gut Gesprächer mat viel Zustimmung fir die aktuelle Politik vun der ADR.
Da gi man den Herzschesbech bei Erlenster, wo man eis fir en urale Sit mat eng Monumentalfiels interesséiert tun. 50 Meter weiter ass eng fréier Kultplatz vun de Kelten mat mysteriese Fielsformatiounen. Den Armer Schweich vun der Lünster Kulturkommission interesséiert sech zenter Jozengten fir dessen emoleschen historische Sit an huet sogur schon e Buchdriwer geschriwen. Iwer die 2 Figuren, die an de Fiels geschloe gi waren, goufet zu munsch romantisch Legenden, man ëmmen engenzeg Thees ass zurückbehale ginn. Professor Engeling den hüllt die Zeit so ungefähr 50 bis 100 no Christus, wie Kelten sich den Römer ziemlich gepasst hun, an die römische Kultur mehr oder weniger überholt hatten, an noch hier Gebäier no gebaut hun, du hört Niden ënner der Herrsches Lee, stung do en großen gallorömische Bauernhaf, an de Großgrundbesitzer, den du gewohnt huet sich als enger Frau hei op der Doer Platz ein Grafmonument geschafft. E paar Meter weiter thront Freilei, en impressionante Fiels, den dem Kältegott frei geweiht gewär. Just ënner dem Fiels fällt de Gräser Larop. Der Volksmund die seht, am 18. Jahrhundert hätten der nären Bauern vu Burg-Lünster Hai ein Lach gegruven, sie hätten nämlich Hai gegruven no engem güllne Kalf, wat anscheinend vu den Heden zrickgelos genass, wie se fir de Christe fortgelaf sind. Eng einer Stengformatioun, die niewen drun rausstöcht ass d'Hertscheskirch, die ass vum Volksmund so genannt ginn. Wo am Fongeholl eigentlich Druiden hier Riten aufgehalen hun. Hei an der Vertiefung der Stung höchstwahrscheinlich stung dann du Druid an Leute sitzen dann hei vier drun. Bon heiers eigentlich laut dem Edmond Lafontaine den geheimnisvolle mächtigen keltische Gott Eos ugebierde gin. Jorelang ass sei emol am Jo eng keltech Nuech gefeiert ginn, an déi soll nees geschwën opliewe gelos ginn. Zréckbeise Monumentalfiels ha d Lünster Kulturkommission nach en drängend Uleies und Regierung. Wa man lo die 2 Figuren gucken do han op der Herrsches Lee, die ganz starke Lieden, an sie leiden nach immer méch stark, a wann man do net a kurzer Zeit eng anständig adäquat Renovation können lechten, da werden höchstwahrscheinlich als Kanzkanner der Herrsches Lee nach Schüsseläng aus dem Billeburgcher gesinn. Wir werden d'Regierung op dëst Uleies vum Herr Schweich mat enger parlamentarscher Froh opmerksam machen, so dat ze hoffe bleibt, dat der Chained Monument der Stand gesät a fir Zukunft erhalle bleibt. Ja, dat wäre doch schon fir dës Emissionioun. Merci, dat se nees mat dabei wärt. Ech ginn ech Rendevous den 19. Mai fir die nächst Sendung. Di kennt eis op der Tele Doc kucken, an eis Internet op der DRLU oder bei a Facebook seits wiéieren. Adi, a bis die nächste Käier.